Guten Morgen, ciao ragazzi, Consumo.ca und Giovanni Melis, heute auch von meiner Hausküche. Ein Rezept, einfach zu machen zu Hause, ein Truthahnbrust als Steak gemacht, in die Pfanne eingebraten und fertig gemacht im Backofen mit Zucchini-Gemüse, Karotten und Thymian-Soße. In 5 Minuten fangen wir an, weil ich weiß nicht, wie viele Leute noch schon online sind. Ich gucke mir das auch in mein iPad, weil ich will auch mit euch ein bisschen interagieren heute. Wir schauen mal, wie funktioniert das. Perfetto. Allora, gucken wir das hier an. Okay. Schauen wir mal, was gibt. Ja. Bene, ich gucke mir das auch an hier. Schauen wir mal, was gibt. Ja. Ist gut, Mettiamolo qua. Genau, was brauchen wir heute? Abbiamo detto ein Truthahnroulade, sind ca. 800 Gramm, das ist geschnitten, gerollt und genäht von unserem Metzger. Wir werden jetzt ein paar richtige schöne Stücke schneiden als Rolle. Und dann fangen wir an mit unserem Fleisch. Die zu schneiden. Danach, was brauchen wir noch? Brauchen wir Gemüse. Und für unsere Gemüse müssen wir ein bisschen Wasser kochen lassen, weil wir werden die Zucchini und die Karotten ein bisschen blanchieren und dann mit Butter sortieren auf die Pfanne. Wunderbar. Also, auf eine kleine Schüssel ein bisschen Mehl eingeben. Sale und ein bisschen Pfeffer. Das gleiche machen wir mit dem Pfeffer auch auf den Truthahn. Und heute will ich auf diesem Rezept noch Hot to Hot Chili Sauce. Das ist eine Sauce, das mit Freunden in Zürich gemacht ist. Das ist eine Züricher Sauce. Und wir werden jetzt unsere Truthahn ein bisschen einreiben, dass wir eine schöne pikante Geschmack. In dieser Soße ist süße Paprika, sind Datteln, Limetten, Tomate und wir werden das jetzt mit dieser richtige schöne Soße einreiben, nur auf eine Seite, und das ist die Seite, wo wir jetzt direkt auf die Pfanne gehen. Wie gesagt, die Soße, die Pfanne muss immer heiß sein, dass sofort eine Kruste macht, der Truthahn. Hier können wir auch direkt hier ein bisschen abwaschen in diesem kleinen Moment, wo wir jetzt unsere
Pfanne warten, dass richtig Eis ist. Vorbereiten wir uns auch unsere Zucchini. Schälen wir unsere Karotten. Ein ganz normales Schäler. Ich mache das hier. Perfetto. Ich rieche jetzt und braten wir unsere Truten ein. Wunderbar. Die Chili-Sauce geht rein. Unsere Backofen ist auf 170 Grad. Gehen wir jetzt ein bisschen mehr auf 210. Die nächsten 5 Minuten, dass der Backofen richtig Eis ist, wenn wir den Truten reinmachen. Ich wasche mal kurz mein Brät. Und dann fangen wir jetzt an mit dem Gemüse. Haben wir gesagt, okay, die Karotten und die Zucchini schneiden wir für die Länge. Perfetto, quindi für die Länge und dann spülen. Ja, riecht richtig gut. Ich habe eine wunderschöne Aufzug. Guckt mir mal an. Das ist so cool. Seht ihr das? Bellissimo. Das ist eine von den guten Inventionen, dass der Mensch entwickelt hat. Termometro. Die Truten nimmt eine schöne Farbe jetzt. Und jetzt fangen wir, ich habe wie gesagt, die Zucchini. Die Zucchini machen wir diese weiße Parte weg, weil das ist wirklich Wasser und wir wissen, dass die ganze Zucchini Protein und Wirkstoffe sind auf der Haut, auf den Brühe. Wie ihr sagt, die Schale. Das ist keine Schale, das ist wirklich die Zucchini. Das ist nur einfach Wasser. Wasser, das gibt Möglichkeit, die Samen wieder zu wachsen und wieder sie produzieren. Und das, die Zucchini, am besten, ich sage mir den Schale, die Grün. Hier ist okay. Ich stelle un po' di timo, einfach runter und wir benutzen diese Zucchini-Wasser da wie ein Quadrat, einfach so, dass das Fleisch direkt nicht auf den Brät oder so. Gib mir noch. Jetzt schon doriert, sehen wir das? Und jetzt werden wir den Truten direkt legen. Das hat sie kurz aufgemacht und auch das gleiche Öl drauf.
Diese Pfanne waschen wir das nicht und danach werden wir da drin unsere Gemüse sortieren. Perfetto. Wasser kocht auch bald. Noch ein bisschen Pfeffer. Ich würde dazu geben ein bisschen getrocknete Tomate, schadet nie und gibt immer einen guten Geschmack. So, der Backofen ist auf 210 Grad, geht jetzt rein und gehen wir wieder runter auf 180. Perfekt. Wasser kocht, Salz drauf. Und jetzt fangen wir wieder mit den Zucchini. Wie gesagt, die Zucchini und die Karotte schneiden wir die jetzt schräg. So, die wir kleine Rombe machen müssen. Fast alle gleich, 1 cm dick. Ich hoffe hier, das Ding ist ein bisschen zu laut jetzt. Sehr, perfekt. Ganz einfach. Wie ich bei euch zu Hause zurzeit. Sind wir alle daheim, alles am Denken, am Machen, was passiert jetzt. Meine Restaurants sind zu, sehr schwierig für die ganze Ökonomie. Aber bis wann was zum Essen gibt, wir leben. Und wenn wir noch dazu schön kochen, leben wir noch besser. Blanchieren wir erst die Karotten. Und dann zum Abschrecken, dass die Gemüse die gleiche Farbe behalten nach der Blanchierung, stellen wir in eine Schale Wasser mit Eiskübel, dass das Wasser nicht kalt ist. Diese wunderschöne Formen. Richtig kalt, ich fühle das wieder rein, so habe ich für heute Abend für meinen Gin Tonic auch noch ein bisschen Eis. Die Karotte sind jetzt 1,5 Minuten drin und ich glaube, jetzt werden wir auch die Zucchini rein. Ganz wenig, ein paar Minuten. Nur dass den Biss danach nicht so stark gebissen ist. Bene, die Soße. Erzählen wir noch zu dieser richtig Chili. Ich habe gesagt, das ist ein Studium aus Zürich und ist wirklich toll. Ihr könnt das jetzt kaufen in Globus oder in Jelmoli oder muss ich das suchen, aber online direkt, hot plus height, a plus on your food. Das bleibt noch in meinem Schrank.
Für morgen haben wir gedacht, morgen machen wir was süß. Wir machen den richtigen Tiramisu. Für morgen, was braucht ihr? Savoiardi, Kaffee, 4 Eier, Zucker und ein Topf, wo wir das reintun. Oder eine kleine, wie sagt man, eine Schale, sagt man Schale. So, einfach rein zum Abschrecken. Perfekt. Wir haben unsere Gemüse. Wir machen die einfach rein. Bald sind wir auch am Vorbereiten unsere Teller. Truppe läuft. Geben noch 10 Minuten. Und dann fangen wir uns unsere Zucchini zu sortieren. Dann vorbereiten wir unsere Teller. Immer Teller einwärmen. Gleiche Pfanne wie vorher. So haben wir noch den Fett von den Truten, haben wir noch den Geschmack von den Hot Chili und jetzt ein bisschen Burro. Weißt du ja was? Ich mache noch eine schöne Knoblauch mit seiner Camicia drin. Alles, weil der Geschmack von Knoblauch ist auch in die Schale. Lassen wir einfach den Knoblauch eindunsten. Schaut ihr mal an. Butterlichen Knoblauch. Jetzt unsere Gemüse sind weg, machen wir auch den Eis weg. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich glaube, das hat sie hier ausgelöst. Und unsere Truthahn ist im Backofen auf 180 Grad jetzt. Und in diese Pfanne haben wir den Knoblauch jetzt gelegt und werden wir uns unsere Gemüse rein tun. Wie gesagt, unsere Teller haben wir jetzt in den Backofen als richtig warm. Die Gemüse sortieren jetzt. Und wie gesagt, vorher haben wir die Soße und legen wir jetzt noch ein bisschen Soße auf den Teller, diese Hot Chili, wo wir noch jetzt unsere Truthahn legen werden. Die Gemüse sind sortiert mit Butter, Knoblauch, Zucker und
Knoblauch. So. Perfekt, hier haben wir noch den Butter, das wir jetzt reinholen. So die Gemüse. Und unsere Truthahn jetzt ist vom Backofen raus. Kommt jetzt. Perfetto. Könnt ihr das sehen? Si vede bene? Wunderbar. Wir werden jetzt den Teller fertig machen. Und so servieren wir das. Noch ein bisschen Thymian. Und unsere Teller für heute ist parat. Der Teller ist sehr heiß. Prego. Jetzt machen wir auch noch ein bisschen Fotos. Ich grüße euch, sehen wir uns morgen. Aber wie gesagt, morgen kommt Tiramisu, 12:30 Uhr, Mascarpone, Savoiardi, Eier, Zucker und ist alles okay. Bis morgen.